Danke vielmals, Simon und eure Band. Wir starten heute mit der Gottesdienstserie Good News. Good News erreicht Europa und Ambrach. Und dann mit dem Thema heute Herzen, Gott öffnet sie. Und ich glaube, das ist so ein aktuelles Thema. Weil jeder Mensch auf dem Planeten, ich glaube, jeder, der da in dem Saal ist oder der daheim ist, wünscht sich tief in seinem Herzen, dass gute Neuigkeiten kommen. Und zwar gute Neuigkeiten, die nicht nur äußerlich sind, sondern die uns wirklich im Herz auch berühren. Ich weiss nicht, wie es euch geht im Alltag, was euch so für Neuigkeiten, für News erreichen jeden Tag, wieder die Schlagzeilen, die kommen und so weiter. Also, mich schudert es manchmal richtig. Es sind vor allem schlechte News, die man liest. Die ganze Zeit, überall. Und manchmal tut es einem das Herz auch ein bisschen und es bewegt einem, es beschäftigt einem. Vielleicht erinnerst du dich aber auch gerade die letzten Tage, die Woche, wo du so mal eine richtig gute Neuigkeit gehört hast. Eine gute Nachricht, die dein Herz so richtig positiv berührt hat. Und ich finde es eigentlich spannend, ich glaube, jeder Mensch, also jeder, der jetzt da ist in dem Saal im Gottesdienst, aber jeder, der daheim ist beim Livestream, der zuschaut, vor Ort oder irgendwo anders, jeder, der sagt, ich bin schon mega lang gläubig und glaube an den Jesus, oder vielleicht sagst du, ja, ich bin erst gerade vor ganz kurzem zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht sagst du auch, ich bin da eigentlich eher ein Atheist, aber ich schaue mal rein, weil mir einer gesagt hat, ich müsse reinschauen, das ist noch interessant, oder ein Agnostiker oder ein Areligiöser oder irgendetwas anderes mit an, auch wenn du der Alibaba bist, weiß auch nicht was. Good News wünschen wir uns doch alle, Good News, die so richtig ins Herz hineingehen, die tief im Herz uns treffen. Und wir starten in die Predigtserie an einem absolut entscheidenden Punkt, nämlich 1 Kilometer außerhalb von Philippi. Wenn wir jetzt so ein bisschen geografisch umschauen, 2000 Kilometer fast in die eine Richtung auf Jerusalem, wo die Good News ihren Ursprung genommen haben, wo wir uns heute mit auseinandersetzen. 2000 Kilometer in die andere Richtung, zu uns auf Embrach. Und ich bin überzeugt, die besten News, die es gibt auf dieser Welt, das sind Neuigkeiten von Jesus Christus, die er für uns hat. Mit Abstand die besten News, die ich jemals gehört habe in meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe noch nie bessere News gehört. Und viele von euch kennen die News auch. Es sind Neuigkeiten, die mich selber in meinem Herzen tief berührt haben. Und ich finde es spannend, können wir heute mal miteinander schauen, wie haben denn die guten Neuigkeiten den Weg genommen von 2000 Kilometern in die eine Richtung, die irgendwo weiter weg ist, Jerusalem. Und da sind sie auf Europa gekommen. Philippi ist so die erste Station in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, wie die guten News auf Europa gekommen sind. Und tatsächlich haben sie es geschafft. Der Grund, dass wir heute da sitzen und miteinander Gottesdienst feiern, ist, dass die Good News sogar geschafft haben, nach die anderen 2000 Kilometer bis zu uns auf Embrach. Und ich wünsche mir, dass die guten Nachrichten unser Herz immer wieder neu begeistern und tief rein treffen. Und dafür möchte ich gerne beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Und danke, hast du die allerbesten Neuigkeiten für uns. Und zwar unabhängig davon, ob wir uns als Christen zählen oder nicht. Deine guten Nachrichten, die du für uns hast, ist für alle Menschen. Und wir wollen dich bitten, dass wir heute in unserem Herzen berührt sein von diesen guten Neuigkeiten und von dem, was du willst wirken. Amen. Wir tauchen miteinander ein in die Geschichte. Aber vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, es redet da immer von den guten Neuigkeiten, da, von dem Jesus und so weiter. Was sollen denn die guten Neuigkeiten? Vielleicht uns einfach ganz kurz zusammenfassen. Die Apostel sind so begeistert von 2000 Jahren von dem Jesus, dass sie nicht haben können, still sein, um die guten Neuigkeiten zu verbreiten in der ganzen damaligen Welt, die sie kennt haben. Weil sie haben gesehen, hey, der Jesus, wo sie mit ihm unterwegs waren, das, was er gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Weil der Jesus ist wirklich gestorben am Kreuz. Er war tot, aber er ist am 3. Tag auferstanden und ist in den Himmel gegangen. Und der Jesus hat gesagt, dass Gott im Himmel die Menschen so fest liebt, dass er jeden von uns, jeder Mensch mit diesen guten Neuigkeiten berühren will. Jeder Mensch will mit diesen guten Neuigkeiten erreichen. Und es heisst, dass Gott im Himmel seinen einzigen Sohn gegeben hat, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist.
damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die gute Neuigkeit, wo die Apostel so begeistert waren, dass jetzt bis 2000 Jahre später mit so einer riesen Distanz immer noch aktuell sind und Menschen berühren. Das ist, weil Jesus selber auf die Welt gekommen ist und eine neue Verbindung geschaffen hat zwischen den Menschen und zwischen Gott. Das ist, weil Jesus Christus möglich gemacht hat, dass wir Menschen nicht einfach uns selber ausgeliefert sind, dass wir nicht einfach selber unserem Schicksal ausgeliefert sind. Das heisst, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass Gott eine Möglichkeit schafft, wo wir Menschen unmöglich können, nämlich uns in eine Verbindung hineinbringen mit Gott. Das heisst, dass Jesus uns unsere Schuld, unsere Sünde, das Schlechte will vergeben. Nicht wegen unseren guten Taten, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Und so in eine neue Hoffnung hineinbringen. Mich begeistern die guten Neuigkeiten immer wieder neu, weil es ist etwas, was einfach grösser ist als unser Leben hier auf dieser Welt. Es ist etwas Grösseres, weil es bis in die Ewigkeit hineingeht. Ich bin gestern wandern den ganzen Tag mit meiner Schwester. Die ist sehr trainierte Wanderfrau. Und ich bin hinterher gelaufen. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mich so richtig verkrugelt gefühlt. Aber es ist trotzdem ein mega guter Tag, weil auch an dem Tag, wo man sich am verkrugeligsten fühlt, wenn man aufsteht, ist Jesus da. Und er hat so etwas Gutes für uns. Wir dürfen eine Perspektive haben in ihm. Er gibt uns Hoffnung, jeden Tag wieder neu, dass wir mit Gott in Verbindung sein dürfen. Er gibt uns eine Hoffnung in die Ewigkeit, die über das Sterben rausgeht. Ich weiss nicht, wie viel ihr über das Sterben nachdenkt. Meistens macht man das wenig, jetzt im Zusammenhang mit dem ganzen Coronavirus. Vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht, aber eigentlich ist es ein wichtiges Thema. Der Jesus gibt uns eine Hoffnung, die über das Sterben rausgeht, in alle Ewigkeit bei Gott hinein. Und es sind so gute Neuigkeiten, da müssen wir unbedingt darüber nachdenken. Und ich finde es spannend, können wir heute miteinander eintauchen in die Geschichte, im Apostelgeschichte 16, wie das auf Europa gekommen ist. Wir stehen wirklich jetzt da bei diesem Wegweiser, können wir sagen, 1 Kilometer außerhalb von Philippi, von dieser Stadt. Und das hat schon einen langen Weg genommen. Und wir lesen miteinander, wie da der Weg vor sich gegangen ist. Wer selber auch seine Bibel da hat, kann es aufschlagen, Apostelgeschichte 16. Wenn wir eintauchen, so das erste Mal, wo die Bibel berichtet, wie die Good News auf Europa gekommen sind und zum Glück den Weg bis zu uns auf Embrach genommen haben. Da wollen wir miteinander lesen. Da heißt es im Vers 11: Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi. Also wir sind da wirklich in dieser Story drin, wie die abgefahren sind mit dem Schiff von Troas und dann sind sie zum Hafen gekommen, in Europa, auch in Griechenland, Neapolis, und sind dort weitergelaufen auf Philippi. Da stehen wir jetzt etwa und wir wollen miteinander schauen, was sind denn das für Leute, die da überhaupt berichtet wird. Das heisst, wir fuhren nun ab. Wer sind die wir? Wer kommt da vor in dieser Story? Also der erste Mann, das ist der Paulus. Ich weiss nicht, ob er so ausgesehen hat, aber vielleicht so ähnlich, wo da unterwegs ist. Der Paulus, von ihm erfahren wir, dass er in alles, was er gemacht hat, sehr heißblütig gemacht hat. Nicht mit 100%, sondern mit 1000%. Er war so ein richtig tiefgläubiger, gut gelehrter Jude. Und das Christentum hat er so etwas Schreckliches gefunden, weil es nicht genau zu seiner Lehre passt hat, dass er gesagt hat, wir müssen Christen vernichten, wir müssen sie ausrotten. Und er hat sich bemüht darum, dass er möglichst viel von denen umbringen kann. Bis ihm Jesus begegnet ist. Und er plötzlich verstanden hat, wer der Jesus ist. Und die Good News, die eigentlich Jesus für ihn hat. Und es hat ihm tief im Herz getüpft. Und wir lesen von ihm, wie er von dem Moment wie ein umgekehrter Händchen war und 1000% begeistert war von Jesus. Und der ist durch die ganze Welt gezogen quasi, lesen wir hier in der Bibel, und hat überall die guten Neuigkeiten verbreitet. Also der Paulus, der ist einer von dem Wir, der da dabei ist, der jetzt da unterwegs ist, um die guten Neuigkeiten zu verbreiten. Von einem anderen, wo wir wissen, dass er auch mit dabei war, das ist der Silas. Von ihm lesen wir, dass der ein Lehrer war, auch ein Prophet heisst. Das heisst, Gott hat zu ihm geredet und er hat es anderen dann weitergesagt. Wir lesen von ihm, dass er in der Gemeinde von Jerusalem verankert war. Vielleicht kannst du dich mit ihm auch identifizieren. Du bist in so einer Kirche, in einer Gemeinde, die Heime, fühlst dich da wohl und so wie er. Bist zufrieden dort, so wie es ist. Und der Paulus hat ihn aber ausgelesen und gesagt, Silas, komm mit mir mit, wir haben eine Mission impossible. Wir gehen die Good News verbreiten, überall, wo Gott uns anschickt. Und der hat gesagt, okay, gut, ich komme mit. Und ist dort dabei gewesen. Ein dritter hat es auch noch mit dabei gehabt, der Timotheus.
Der Timotheus ist auf der Reise irgendwo dazugekommen und wir lesen von ihm, dass er ein Junge war. Wir lesen von ihm, dass er einen tiefen Glauben hat, aber dass er trotzdem auch ein Schüchterner war, ein Zurückhaltender. Manchmal hat ihm sogar ein bisschen der Mut gefehlt. Ja, vielleicht war er jetzt nicht der, der immer da vorausgelaufen ist, aber trotzdem ist er mitgegangen und hat auch seine Rolle gespielt in dieser Geschichte. Dann wissen wir noch von einem vierten, der zu dem Wir dazugehört. Und zwar der Lukas. Ein absolut gebildeter Mann. Er war Arzt und er ist einer, der nicht einen jüdischen Hintergrund hatte. Also er hat nicht den Gott aus dem Alten Testament kennt. Aber trotzdem hat ihn irgendwo in seinem Leben, wir wissen nicht genau wo, die gute Nachricht von Jesus gepackt und getroffen. Und er hat gesagt, dem Jesus will ich nachfolgen, an ihn will ich glauben. Und auch er war da mit dabei gewesen. So sind die unterwegs gewesen, die ganz unterschiedlichen Typen. Und wir wollen heute auch darüber nachdenken, wie kann es denn uns gelingen, uns heutzutage die guten News, die Jesus hat, weiterzubringen, weiter in unser Umfeld. Und ich finde es spannend, einfach mal das Grüppli da von Leuten anzuschauen. Ich meine, vielleicht ist ja sogar noch ein Hund dabei gewesen, wer weiß. Und die sind so unterschiedlich. Ich weiss nicht, mit wem du dich jetzt am meisten identifizierst. Vielleicht sagst du auch, ich bin so ein 1000% Heißblutchrist und dort, wo ich durchlaufe, niemand wird die Good News jemals verpassen. Vielleicht kannst du dich super mit dem Paulus identifizieren. Vielleicht kannst du dich auch mega gut mit einem der anderen Typen identifizieren, mit dem Silas, der in einer Gemeinde heim ist, der sich dort wohlfühlt, wo aber sagt, okay, gut, ja, ich bin bereit, auch das weiter zu verteilen, die Good News. Vielleicht kannst du dich mit dem Timotheus identifizieren, sagst, ja, ich bin auch eher jung oder ich bin auch eher schüchtern, manchmal bin ich auch nicht so mutig, ich bin eher vielleicht ein bisschen zurückhaltend oder so. Vielleicht kannst du dich gut mit dem Hintersten da, mit dem Lukas identifizieren, ist auch dein Beruf, ist etwas, das dich auszeichnet. Du hast ein gutes Business, bist gebildet und so wie wir den Lukas wahrnehmen in der Bibel, ist er auch eher ein ruhiger gewesen, aber er ist trotzdem auch mit dabei gewesen. Und das Interessante ist, dass Gott jeden einzelnen von denen gebraucht hat, damit die Good News, sagen jetzt mal, den Schritt auf Europa und am Schluss bis zu uns geschafft haben. Die haben alle ganz eine wichtige Rolle gehabt. Und das ist, glaube ich, mega entscheidend. Wir sind so unterschiedlich. Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen. Die einen sind 1000% heißblütig, die anderen eher zurückhaltend. Einige sind erfahren, andere sind jung. Die einen sind schon lange in der Gemeinde dabei und fühlen sich super wohl. Andere sind ganz frisch dazugekommen. Wir sind so unterschiedlich. Aber Gott wird uns alle brauchen, damit seine Good News sich verbreitet. Und in dem Text, den wir lesen, spielt vor allem der Paulus, der wird da viel erwähnt. Aber die anderen sind alle mit dabei gewesen und haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der Lukas ist sogar der am Schluss alles aufgeschrieben hat. Die Apostelgeschichte hat der Lukas geschrieben, also ohne ihn wüssten wir von dieser ganzen Story heutzutage gar nichts. Da können wir ja auch mega dankbar sein, hat er auch seine Rolle gespielt, vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Früher habe ich oft gedacht, es gibt so Leute, die sind mega dazu prädestiniert, um so richtig die Evangelisten zu sein und allen die Good News bringen und verteilen. Und hat gedacht, wow, zum Glück gibt es die, ich bin halt nicht so. Aber gerade so eine Geschichte wie die wir heute miteinander anschauen, die fordert jetzt mich persönlich raus und sagt, hey, ich bin vielleicht nicht so ein Paulus-Typ, ich bin vielleicht eher einer von den anderen. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, aber Gott wird auch mich brauchen. Dass die Good News sich auch da in Embrach ausbreitet oder in dem Umfeld, wo wir die Heime sind. Das ist das Grüppli, das da unterwegs ist. Und wo mir zeigt, Gott wird ganz unterschiedliche Typen brauchen und das ist etwas mega Wertvolles. Gerade der Silas und der Timotheus werden als so wertvolle Mitarbeiter von Paulus immer wieder dargestellt und der Paulus schreibt auch so über sie. Gott wird da jeden brauchen. Jetzt haben wir ja da gelesen in der Apostelgeschichte 16,11, wie die unterwegs sind. Wo dass sie unterwegs sind, die sind von Troas abgefahren und sind eben auf das Samothrake gekommen und so weiter. Wenn wir auch noch kurz schauen, wo das so ist, also wir sehen da das Jerusalem, wo die Good News quasi den Start genommen haben und Embrach ist noch das Wichtige. Embrach ist auch eingezeichnet auf dieser Karte, man muss immer die wichtigen Sachen haben auf der Karte, oder? Und dort zwischen ihnen der kleine rote Strich bezeichnet jetzt die Reise, die die genommen haben, wo es quasi
die Good News in der Apostelgeschichte das erste Mal auf Europa gekommen sind. Wir schauen das ein bisschen näher an, da sehen wir auch die Ortschaften, wo sie abgefahren sind. Das ist auch so eine spannende Story, wieso dass dann der Paulus auf die Idee gekommen ist, oder dass die Gruppe, um miteinander die Reise zu machen und die Good News überhaupt auf Europa zu bringen. Das wollen wir auch noch anschauen miteinander, nicht heute. Mit 2 Wochen ist denn das dran, weil heute wollen wir jetzt auch mal schauen, was ist denn da passiert in Philippi, was ist da abgegangen, was ist so die erste coole Story in Europa gewesen. Also sie sind dann mit dem Schiff auf die Insel gefahren, dort haben sie irgendwie einmal übernachtet wahrscheinlich und sind dann in den Hafen gefahren, also darum auch da das Hafensymbol, weil dort hat man dann auschecken aus dem Schiff und ein Fußmarsch ist dann auch direkt über auf Philippi. Philippi ist eine ganz interessante Stadt gewesen. Es wird eine grosse Metropole gewesen sein. Und es ist schon interessant, das ist jetzt wie eine Etappe, aber es ist auch cool einfach zu sehen, wie weit dass die Good News den Weg genommen haben. Ich habe mal das ausgerechnet, also von Jerusalem auf Philippi, wenn man jetzt die Strecke würde zu Fuß laufen, das kann man heute einfach mit Google Maps ausrechnen, das hat der Paulus damals noch nicht können und so, das wären 437 Stunden Fußmarsch. Und dann von Philippi auf Embrach nochmal fast 2000 Kilometer, 378 Stunden. Also da wären wir jetzt 19,5 Wochen unterwegs, wenn man zwischendrin mal einen Tag Pause macht. Also wenn wir heute loslaufen, wären wir etwa am 13. Januar dann angekommen, von Embrach bis auf Jerusalem. Sie sind ja zu Fuß unterwegs damals. Weite Reise, aber mega cool, dass die Good News sich so verbreitet und auch bis zu uns gefunden haben heute. Jetzt sind wir also da, vor Philippi, und lesen, was da passiert. Ich lese gerade weiter im Vers 12. Also jetzt sind die da in Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Das wird kurz beschrieben, Philippi, eine Kolonie, also eine römische Kolonie ist das gewesen. Die haben geschaut, dass die Stadt römisches Recht bekommt, aus verschiedenen Gründen, und haben sich ganz viele so Veteranen von den Römern angesiedelt. Also es war wirklich so eine Art römische Stadt dort an dem Ort, wo viele Leute gewohnt haben. Das muss eine pulsierende Metropole sein. Und da heisst es jetzt, dass sie einige Tage verweilt haben. Ich finde es manchmal spannend, so kurze Begriff. Manchmal schließt man einfach über das hinweg, aber es heisst, sie haben verweilt ein paar Tage. Dann haben wir gefragt, ja, was haben jetzt die gemacht, ein paar Tage lang? Wir erfahren es nicht so genau, was sie gemacht haben in diesen Tagen. Aber irgendwie sind die in dem Ort hinein, sind wahrscheinlich rumgelaufen, haben sich mal orientiert, haben geschaut, was es da alles gibt. Sie werden entdeckt haben, dass es auch ein Ort ist, wo sehr viel läuft. Sie werden mit Leuten ins Gespräch kommen sein. Wahrscheinlich, so wie man den Paulus kennt, hat er versucht herauszufinden, wo hat sie Synagogen, weil er hat immer zuerst den Juden die Good News bringen und hat aber keine gefunden, weil es hat keine gab damals in Philippi. Vielleicht sind sie auch bettend durch die Stadt durchgelaufen und haben sich gefragt, wo sind da Menschen mit offenen Herzen, wo Gott vorbereitet hat für die Good News. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Vielleicht haben sie auch entdeckt, also man hat in den Ausgrabungen ganz viele Altäre von ganz vielen verschiedenen Gottheiten gefunden. Und wahrscheinlich haben die das gesehen, oh, das ist ja interessant, was die Leute alles glauben in dieser Stadt. Keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber es ist offensichtlich, sie haben sich Zeit genommen, um den Ort zu spüren, zum Verweilen. Und das ist für mich so ein spannender Hinweis, einfach zum sagen, hey, vielleicht ist es gut, wenn auch wir in unserer, sage jetzt mal, gestressten Kultur uns immer wieder im Moment Zeit nehmen, zum Verweilen, zum die Menschen wahrnehmen, zum einen Ort wahrnehmen, in einem Gespräch verweilen, nicht gerade sofort weiterwählen, an einem Ort zu bleiben, sich Zeit zu nehmen. Wahrnehmen, was los ist, wie es sich anfühlt. Menschen gibt es, die mega gerne verweilen, andere gibt es, die immer weiter wollen. Ich gehöre zu denen, die beides gerne macht. Manchmal habe ich einfach so die Lust zum Heimgehen und es ein bisschen gemütlich nehmen. Und manchmal merke ich aber auch, dass es mega wertvoll ist, bewusst zu sagen, hey, ich will auch bei Menschen verweilen, jetzt nicht nur bei meinen Best Friends, sondern auch bei den Leuten, die ich manchmal nur kurzen Kontakt habe oder wenig mit ihnen ins Gespräch komme oder die ich gar noch nicht kenne. Das kann so etwas spannend sein, mal hinzuhören und bewusst jemanden wahrzunehmen. Die Geschichte, die dort dahinter ist oder das, was gerade für ein Anliegen ist. Also haben die das gemacht. Sie haben sich dort
Zeit genommen und den Ort wahrgenommen. Und wir lesen dann weiter in der Apostelgeschichte 13, also im Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Jetzt haben sie sich also entschieden, gut, offensichtlich gibt es keine Synagoge, dann wollen wir rausgehen zu einer Gebetsstätte, also dort, wo sie vermutet haben, dass sich die Juden treffen, dort wollen wir hingehen und diesen Leuten die Good News bringen. Und es sind die dort hingegangen, also wir sind jetzt wirklich da, quasi 1 Kilometer von Philippi, von diesen Tor an dem Fluss, der dort war, und die kommen dort hin am Sabbat und treffen ein paar Frauen an. Ich habe mich gefragt, jetzt sind da die 4 Männer, die wir vorher gesehen haben, und wollen die Good News verteilen gehen. Und jetzt kommen die am Sabbat an den Fluss und treffen dort ein paar Frauen an. Ist das echt das, was sie erwartet haben? Ich weiss es im Fall nicht. Der Text sagt darüber nichts aus. So spontan denke ich jetzt, wahrscheinlich in der damaligen Kultur ist es jetzt nicht üblich gewesen, dass gerade eine Gruppe von Männern irgendwie mit den Frauen reden, die am Fluss sitzen und zusammen beten. Das war wahrscheinlich eine spezielle Situation gewesen. Aber interessant, dass sie dorthin geführt sind, dass sie sich angesetzt haben, dass sie nicht nur wahrgenommen haben, sondern dass sie sich dann auch interessiert haben, dass sie mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind. Das heisst, sie haben zu ihnen geredet, sie haben mit ihnen geschwätzt. Manchmal denke ich, wir lesen mega aus, jetzt mit wem dass wir in Kontakt kommen, wir schauen, wer könnte noch ein bisschen zu uns passen oder so. Mich ermutigt das, auch diese Begegnungen wahrzunehmen, die manchmal überraschend sind, mit Menschen, die vielleicht ganz anders ticken als wir, an einem ganz anderen Ort. Und dann heisst es da, dass sie mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen sind und dass sie mit ihnen geredet haben. Und wenn wir weiterlesen, wird da etwas Gewaltiges passieren und das bedeutet, sie haben auch die guten Neuigkeiten von Jesus haben sie zu diesen Frauen geredet, haben sie ihnen erzählt, haben sie ihnen weitergegeben. Es ist da in dieser Stelle jetzt nicht, steht nicht, wie dass sie das gemacht haben, was sie geschwätzt haben. Aber ich habe eine andere Stelle herausgesucht. In der Apostelgeschichte hat es ein paar so Beispiele, wie der Paulus das gemacht hat. Er ist dann wahrscheinlich oft der, der geredet hat. Und eine Stelle, wo er da so redet von diesen guten Neuigkeiten, wenn wir zusammen auch miteinander kurz hineinschauen. Vielleicht ist es auch so zu und her gegangen oder sind das auch so ähnliche Worte, die er da geschwätzt hat. Das ist ein anderes Beispiel aus Apostelgeschichte 13. Da heißt es, wo der Paulus geschwätzt hat. Und wir verkünden euch nun also die gute Nachricht. Wir haben Good News für euch. Dass Gott seine Zusagen eingelöst hat. Was er unseren Vorfahren versprochen hatte. Also er kommt jetzt zu den Leuten und sagt, das, was ihr kennt aus dem Alten Testament, all die Zusagen hat Gott jetzt erfüllt. Und er fängt dann die Zusagen an auszuführen. Wir springen da ein bisschen vorwärts. Bringt es später so richtig gut auf den Punkt und sagt, und durch diesen Jesus, das sollt ihr wissen, Brüder, wird euch die Vergebung eurer Schuld angeboten. Das Gesetz Moses hatte nicht die Kraft, eure Schuld wegzunehmen. Aber wer von euch Jesus vertraut, wird vor Gott als gerecht bestehen können. Oder wir können da sagen, wer von euch an Jesus glaubt, Glaube, Vertrauen auf Jesus setzt, das Angebot annimmt, der wird vor Gott als gerecht bestehen können. Das sind die Good News, die der Paulus den Leuten erzählt hat. Und dann hat sie dann gesagt, hey, und jetzt, wenn ihr das annehmen, wenn ihr das glauben, wenn ihr das glaubt, wenn wir euch taufen und so weiter, er hat die Leute richtig herausgefordert mit diesen Good News. Mega interessant. Und so ähnlich wird er auch zu diesen Leuten an dem Fluss geredet haben. Und ich finde es ganz spannend. Die kommen da hin, die nehmen wahr, sie kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und damit die Good News wirklich weitergehen, braucht es Reden, braucht es Wort, braucht es, dass man das ausformuliert, dass man anderen Menschen das sagt, was mit diesen Good News auf sich haben. Und das ist interessant. Vielleicht hat da der Paulus geredet und der Timotheus hat vielleicht auch noch etwas beigetragen. Der Lukas, der ein guter Lehrer war. Der Lukas hat vielleicht geschrieben mehr. Oder der Silas, der ein guter Lehrer war. Wir wissen nicht, wer was gesagt und beigetragen hat. Ich glaube, auch da ist es ganz unterschiedlich, wie dass wir reden und die Good News in Wort fassen. Das ist etwas mega Wichtiges, dass es
auch zu einer Reaktion kommt. Zu einer angemessenen Reaktion, dass man die Good News in Worte formulieren können, die passen, sodass es der andere hören kann. Es gibt eine interessante Bibelstelle im Römer 10,17, dort heisst es, der Glaube an Jesus aus der Predigt oder aus der Verkündigung rauskommt. So wird es oft übersetzt. Aber das Wort, das auch dort steht für Predigt und Verkündigung, heisst, es kommt aus dem gesprochenen Wort raus, das jemand anders hört. Man könnte das Wort, das dort steht, so übersetzen. Also jeder von uns, der die Good News formuliert und jemand anders hört, das ist die Startrampe, das ist die Basis, dass Glauben kann entstehen. Und es heisst in dem Vers auch, dass die Worte, die wir schwätzen von diesen Good News, dass die aus der Bibel rauskommen, aus dem Wort von Gott. Ich finde es so spannend, ich bin gerade selber im Alten Testament am Bibel lesen und es gibt so viele Hinweise so im Alten Testament, die auf die guten Neuigkeiten hinweisen. Also aus der Bibel heraus erfahren wir von diesen Good News und können sie selber in Wort fassen für andere Menschen und dort weckt es den Glauben. Ich persönlich finde das im Alltag oft etwas Schwieriges und Herausforderndes. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich denke so manchmal, ja, wenn ich in einer Begegnung bin, die andere Person, will die überhaupt von Jesus hören? Will die Good News hören? Ich überlege mir ja, wie soll ich es überhaupt sagen? Ich frage mich ja, was ist, wenn ich dann etwas erzähle von diesen Good News und der andere interessiert es gar nicht? Oder es geht irgendwie, wird vielleicht sogar verrückt, keine Ahnung. Ich mache mir mega viele Gedanken. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Paulus-Leuten, die einfach das verbreiten, egal was es kostet. Für mich ist das oft eine Herausforderung. Und trotzdem auch ein Punkt, wo ich sagen will, hey, ich bin jetzt nicht so ein Paulus-Typ, aber Gott will ja auch andere Typen brauchen. Vielleicht bist du ein Paulus-Typ, der so eben ganz konfrontativ die Leute anspricht. Vielleicht bist du auch eher so ein Silas-Typ. Ich weiss nicht, das heisst, er war ein Lehrer. Vielleicht hat er so Vorträge organisiert oder keine Ahnung. Oder er war ein Prophet. Vielleicht hat Gott ihm einen Eindruck gegeben und hat gesagt, hey, dieser Person ist echt das auf dem Herzen, das ist dort der Schuh, der drückt. Und er hat sie ganz persönlich auf das ansprechen. Vielleicht merkst du manchmal bei einer anderen Person, die ihr den Schuh drückt, und dann kannst du sie auf das ansprechen und sagen, hey Jesus, ich kann dort mega viel bewirken. Ich kann mega viel Positives schenken. Oder der Timotheus, ich weiss nicht, was für eine Rolle er eingenommen hat in diesem Grüppel. Vielleicht war nicht der viel Wort hat, sondern der einfach durch die Stadt gegangen ist und dann eingeladen hat. Hey, der Paulus dort im Fall, er wird reden. Kommen alle zuhören, was er dann sagt. Vielleicht war er einfach der nur eingeladen hat. Ich weiss es nicht. Vielleicht der Lukas. Wir lesen von ihm, dass er ein guter Autor war. Vielleicht hat er es mehr schriftlich gemacht. Vielleicht hat er Briefe geschrieben für die Leute. Er hat da 2 ganze Bücher geschrieben, die heutzutage in der Bibel drin sind, um die Good News weiterzugeben und verbreiten und in Wort zu fassen. Vielleicht bist du auch einer der Typ, der einen Brief schreibt oder eine Nachricht per Handy oder E-Mail oder was auch immer. Vielleicht liegt dir das Schreiben mehr und es gibt sicher noch andere Typen. Aber es ist wichtig, dass es zum Wort kommt. Und ich persönlich habe mir vorgenommen, wenn es mir manchmal schwerfällt, ich will nicht bequem sein, dass die Good News nicht ihren Weg finden dürfen. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich will nicht zu bequem sein, dass Gott mich brauchen kann, dass die Good News weitergehen können. Wie es aussieht, es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich will einmal nicht zu bequem sein. Und manchmal denkt man dann, ja, es ist, wenn nichts passiert. Ich weiss nicht, manchmal macht man sich sogar fast einen Druck. Und das finde ich cool an unserer Story. Wir lesen nämlich weiter. Wir sind ja da in dieser Szene, an dem Fluss, und da hat es eine Frau, Lydia, die da am Bildrand steht. Und die wird jetzt in dieser Story erwähnt. Die Lydia, das ist eine Frau, die eigentlich nicht dort gewohnt hat, die eigentlich sogar aus Kleinasien kommt, also heutige Türkei. Das ist noch interessant. Jetzt die erste Frau, die sie antreffen, die so etwas auslösen, die kommt eigentlich nicht mal von dort, aber sie wohnt in Philippi offensichtlich. Sie ist eine sehr erfolgreiche Frau. Die hat ein richtig gutes Business mit so Purpurstoff, also sehr teurer Stoff dazumals. Und die war eine sehr gute Händlerin offensichtlich, dass sie da erfolgreich war. Und es heisst über die Frau, dass sie Gott gesucht hat. Und das ist jetzt schon noch spannend. Da ist eine Frau in dieser Stadt Philippi und die sucht Gott. Und da hat es ja mega viele Gottheiten gegeben. Also man hat Ausgrabungen gefunden, ich habe das mal recherchiert, das ist noch spannend. Also die haben Altäre gehabt, um den römischen Kaiser zu verehren natürlich. Sie haben Altäre gehabt, um den römischen Land- und Fruchtbarkeitsgottheiten zu verehren. Dann haben sie auch noch einheimische Götter gehabt, wie die Bendis oder der thrakische Reiter.
Das wäre dann noch spannend zu schauen, was denn das für eine war. Ägyptische Mysterien-Kult haben sie gehabt, zum Beispiel vom Isis oder von der Serapis. Man hat Ausgrabungen gefunden, dass sie die richtige Orgie gefeiert haben, zum Beispiel für den griechischen Weingott, den Dionysus, und zum Beispiel für die kleinasiatische Fruchtbarkeitsgöttin, Kybele. Also, und da hat es noch viele andere gehabt. Das hat nicht an Auswahl gefehlt. Und von dieser Lydia heisst, dass sie Gott gesucht hat. Und offensichtlich hat sie sich am meisten interessiert für den Gott der Juden, von Israel, dass sie auch da war, bei dieser Gebetsstätte und mit denen dort war. Und diese Lydia wird jetzt erwähnt. Und da lesen wir über sie, was da passiert. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ich liebe den Vers. Da ist offensichtlich der Paulus und die Leute, die haben geredet von diesen Good News. Und Gott hat das Herz von dieser Frau aufgemacht. Vielleicht bist du heute auch da und hörst dir das alles an und du merkst, ja, es ist nicht irgendwie ein Livestream oder da eine Predigt oder irgendwas macht dein Herz auf, sondern du merkst, wie Gott an dein Herz anklopft. Du merkst, wie er dich bewegen will. Wie er dir zeigt, dass die Good News genau für dich sind. Ich glaube, das ist passiert in dem Moment bei dieser Lydia. Sie hat plötzlich gemerkt, hey, das, was der Paulus schwätzt, boah, das ist ja genau das, was ich brauche. Das ist das, was ich gesucht habe. Das ist ja für mich persönlich, das ist ja das Beste, was mir passieren kann. Das ist ja gewaltig. Und das finde ich so spannend. Wir dürfen mit Menschen in Kontakt kommen, wir dürfen die Good News formulieren, weitergeben, aber wir müssen nicht das Gefühl haben, wir müssen irgendwelche Herzen bewegen. Das macht und das kann nur Gott. Und ich finde es auch mega spannend, bei wem das er das macht in dieser Geschichte. Ich weiss nicht, was du manchmal denkst, wenn du an die Leute um dich herum denkst. Ich laufe oft so umeinander und denke so, ja, der interessiert sich jetzt eh nicht für Jesus. Boah, das ist so ein erfolgreicher Mensch. Der interessiert sich auch nicht für Jesus. Und so tue ich mega schnell schubladisieren. Und ich weiss es nicht, wie es jetzt an Paulus gegangen ist. Ich weiss nicht, ob er als erstes gedacht hat, dass jetzt quasi die ausländische, sehr erfolgreiche Businessfrau, dass gerade die sich für den Jesus interessiert, aber offensichtlich hat die ihr Herz aufgetan. Und das ist etwas Zweites, was ich mich entschieden habe. Ich will nicht, dass meine Schubladisierung im Weg steht, dass Gott Herzen erreichen kann. Ich will nicht der sein, der quasi aussortiert und denkt, der vielleicht und der vielleicht auch nicht oder so, sondern das ist das, was Gott tun soll. Ich bin einfach da und will auf die Menschen zugehen und will nicht vorher schon sagen, nein, das ist eh irgendwie keine Chance oder irgend so etwas. Und dann ist etwas ganz, ganz Spannendes passiert. Sie hat ihr Herzen aufgetan. Sie hat ihr Herzen aufgetan. Und wahrscheinlich war sogar der Paulus selber ein bisschen überrascht gewesen. Wir lesen dann nämlich weiter im Vers 15. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Also mit anderen Worten, sie hat sich mega schnell taufen lassen. Sie hat gefunden, jetzt machen wir gerade Nägel mit Köpfen, ich will an Jesus glauben und will mich taufen lassen. Und dann ist sie offensichtlich heimgegangen und hat gesagt, alle Leute, die in dem Haus sind, wahrscheinlich irgendwelche Bediensteten oder sogar Sklaven oder so, kommen alle auch, hören von dem Jesus. Und das heisst, dass das ganze Haus von ihr auch anfangen an Jesus zu glauben und sich auch noch gerade taufen lassen haben. Und nachher sagt sie so zum Paulus, hey Paulus, komm du zu mir heim, kommen ihr alle zu uns, wir wollen eure Gastgeber sein. Und wahrscheinlich hat der Paulus gezögert und gesagt, nein, wir wollen nicht von euren Kosten leben und so. Und sie sagt, hey, wie urteilst denn du? Bin ich jetzt zum Glauben gekommen oder nicht? Und wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann lass mich doch den Gastgeber sein. Und so hat sie genötigt quasi. Und sie sind dann auch mitgegangen und haben dort in dem Haus quasi wie so eine Basis gehabt, um die Good News weiter zu verbreiten in dieser Stadt Philippi. Ich finde es noch interessant, dass sie so sagt, wenn ihr urteilt und so weiter. So als würde Paulus selber noch nicht recht daran glauben. Sie ihn herausfordern, hey, aber jetzt schau mal, was passiert ist. Jetzt kannst doch du auch sagen, dass es wirklich so ist.
Und das begeistert mich. Also in dieser Geschichte sehen wir, wie die Leute kommen, ganz unterschiedlich, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie sie wahrnehmen den Ort, wie sie nachher aber auch sich interessieren, wie sie zu diesen Frauen an dem Fluss ansitzen, wie sie mit ihnen ins Gespräch kommen und wie sie reagieren. Wie sie dann ihnen sagen, hey, da gibt es Good News von dem Jesus. Und dann passiert ein gewaltiges Wunder. Gott berührt das Herz von dieser Frau und noch von ganz anderen Leuten, vom ganzen Haus und wie wir weiter lesen, noch von vielen anderen in dieser Stadt. Ich möchte gerne zum Schluss kommen. Ich glaube, das ist etwas, was uns als Kirche auszeichnet. Das Wahrnehmen, wie wahrnehmen, sich interessieren, wie interessieren und dann reagieren, angemessen reagieren mit R. Wir, W-I-R, das sind wir. Das sind wir. Wir gehen auf Menschen zu, wir nehmen sie wahr, aber wir tun auch so, wie wir sind, die Worte fassen, die Good News, die wir haben. Und ich finde es spannend, auf die einen Seite dürfen zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin. Gott hat mir Fähigkeiten gegeben. Ich muss nicht sein wie ein Paulus. Ich muss nicht sein wie ein Lukas, der riesige Bücher schreiben kann. Sondern ich darf sein, wie ich bin. Und trotzdem hat sagen, ich will nicht zu bequem sein. Ich will nicht zu bequem sein und einfach nur heimhocken und mich wohl einrichten, sodass die Good News gar nicht weitergehen können. Und auch zu sagen, ich will nicht schubladisieren. Ich will nicht vorher schon urteilen, wo das Gott den Weg nicht zum Herzen aufmachen, sondern ich will freimütig sein. Ich will die Good News weitergeben, auf die Art, wie es Gott mir zeigt oder aufs Herz leitet. Und nicht vorher schon ausschliessen. Nein, der sowieso nicht, dieser sowieso nicht. Und es ist immer wieder überraschend, wer und wo das Herz für den Jesus auftut. Besonders spannend, Gott tut das gewaltige Wunder. Und das begeistert mich. Wir müssen Gott nicht einschränken, dass er die Herzen berühren kann. Ich frage mich manchmal, wieso sollen wir das machen? Wieso sollen wir die Good News weitergeben? Wieso sollen wir dem Beispiel nacheifern? Und ich merke für mich selber, ich will das unbedingt und immer wieder mir das Herzen nehmen. Und zwar, weil die Good News mich selber im Herzen tief berührt haben. Weil ich Jesus kennengelernt habe, weil ich ihm begegnet bin, weil ich gesehen habe, wer er ist, weil ich erlebt habe, was er mir für einen Frieden schenken will. Wenn er mich reinwaschen will, wenn er mich zu Gott, zum Vater geführt hat. Wenn ich aufstehen am Morgen, wenn ich mich verkrüppelt fühle, aber ich weiss, meine Seele ist heil. Es ist gut, weil Jesus es gut gemacht. Nicht, weil ich das könnte, sondern weil er das mir schenkt. Wenn ich einen tiefen Frieden haben darf, wenn es manchmal rundherum stürmt und wenn mir selber die Sachen abverhehen. Oder wenn ich es selber nicht im Griff habe und darf wissen, hey, Gott hat es im Griff. Was für eine gute Nachricht, was Gott uns wahnsinnig schenken will. Und das Beste, ich darf eine Ewigkeit bei Gott sein. Ich darf Ewigkeit bei Gott sein. Und das Sterben auf dieser Welt ist nur ein Übergang, ist nur ein Schritt. Und ich darf bei dem Gott sein, der sagt, er ist die Liebe. Ich möchte gerne beten. Jesus, du sendest uns. Und ich finde es manchmal selber herausfordernd und schwierig. Ich finde es spannend, wenn wir die Geschichten lesen, da in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Ja, wie du Menschen sendest und wie sie gehen und wie sie mutig sind, wie sie mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass du mir auch Möglichkeiten gibst, so mit meiner Art, so wie ich bin, um die Good News anderen Menschen weiterzugeben. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass wir eigentlich so einen kleinen Teil in dem grossen Puzzle sind und dass du das vollbringst, was das grösste Wunder ist, nämlich dass Herzen tief berührt werden, dass sie aufgehen für dich und dass Menschen merken, hey, der Jesus ist ja für mich da. Danke, Jesus, dass du bis heute das Wunder immer wieder neu tust. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass ich das Wunder auch selber erleben durfte, dass die gute Nachricht von dir, Jesus, auch mich getroffen hat, mein Herz getroffen hat, mein Leben getroffen hat. Danke, Jesus, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir dich kennenlernen durften. Danke, Jesus, dass du uns immer wieder neu zeigst, wer du bist und wie du bist. Und wie du alles für uns gegeben hast. Und dass es noch mehr ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Danke, dass du uns zeigst, wer und wie der Vater ist. Wie er uns unendlich liebt. Danke, Jesus, dass du uns einen Frieden schenken willst, tief in unser Herz hinein.
Dass du uns mit dem Gott zusammenbringen willst, indem du uns reinwäschst und unsere Schuld und Sünde vergisst. Danke, Jesus, müssen wir das nicht aus eigener Kraft vollbringen oder mit guten Werken oder mit irgendetwas, sondern wir dürfen das einfach als Geschenk annehmen, darauf vertrauen und daran glauben und dürfen erleben, wie du uns in eine Beziehung hineinbringst mit Gott, mit dem Vater. Danke, Jesus, für die guten Nachrichten, die nicht stehen geblieben sind vor 2000 Jahren vor den Toren von Europa, sondern die bis heute dahin zu uns gekommen sind. Und danke Gott, bist du nicht ein Gott, der klein ist, sondern ein Gott, wo alles möglich ist. Und tust du bis heute das grösste Wunder von allen Wundern und tust immer wieder neu Herzen zutiefst bewegen und zu dir hinziehen. Amen.